Fall, Tom. Das Stadion erstaunlich gut gefüllt. Die Fans halten ihrer Mannschaft die Treue und ich hoffe für die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch belohnt, indem sie besonders gut spielt. Also dass wir alle richtig packen auseinandersetzen. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden, wenn er jetzt nur noch die Nerven behält, eine gute Flanke schlägt. Spielt da weit nach vorne. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Also Elfmeter, den haben wir, das steht schon fest. Und jetzt nur noch die Frage, verwarnt er ihn obendrauf noch? Und für solch eine Attacke kann man auch schon mal rot sehen. Da hat er Glück gehabt, er kommt mit der gelben Karte davon. Ich weiß nicht, warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Das ist natürlich bis hier und das Tritt. Und drin ist er. Da können sich die Fans nicht beklagen. Nach 14 Minuten schon der erste Treffer. Gut per Kopf in die Offensive weitergeleitet. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Und sie stürmen nach vorne. Gar kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Und die Entfernung war beträchtlich, trotzdem kommt der Ball an. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, unfaires Verhalten hier, überhaupt keine Frage. Natürlich gibt das Gelb. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Und das sieht gefährlich aus. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Ja, und der Schiedsrichter verhängt diese gelbe Karte völlig zu Recht. Na Tom, das ist natürlich jetzt schon die zweite gelbe Karte für dieses Team. Also allmählich müssen sie wirklich aufpassen, nicht, dass das so weitergeht. Ja, also den hält nicht jeder. Gut ab. Super, dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. So, den Platz hat er. Wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. Also den Schuss müssen wir uns nicht unbedingt nochmal anschauen. Und der Ball ist wieder zurück im Spiel.
Ja, was soll er anders machen? Klasse, wie er den spielt. So, die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Und genau beim eigenen Mann fällt der Ball wieder herunter. Der muss die hier querspielen. Der Halbzeitstand hier 1:0. Also kein Team konnte sich in den ersten 45 Minuten wirklich dominant behaupten. Fast neutralisiert haben sich diese beiden Mannschaften, also ein Leckerbissen für die Trainer. Wir hoffen natürlich, dass sich eine Mannschaft jetzt durchsetzt in den zweiten 45 Minuten. Vielleicht ist es ja die ein oder andere schöne Einzelaktion. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Und der Ball hat da weit gepasst und gut. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Oh, warum geht der denn da so rein? Das muss Freistoß geben. Ja, der Schuss geht genau in die Mauer. Solche Aktionen sind gut für das Selbstvertrauen. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal raus aus der Gefahrenzone. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Ja, da hat er gut mitgespielt, der Torwart holt sich den Ball. Souverän gemacht. Großartig der Kopfball, aber noch besser die Parade des Keepers. Der setzt noch einen drauf. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Und ganz knapp geht der Ball vorbei. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, und die Zuschauer sehen es genauso wie der Schiedsrichter. Die Aktion war gelbwürdig. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Das war ein richtiger Zuckerpass. Oh, der Schiedsrichter unterbricht das Spiel und entscheidet auf Freistoß. Oh, was für eine enge Entscheidung. Der Schiedsrichter gibt hier nur Freistoß. Da haben sie aber Glück gehabt. Ja, so entwickelt man keine Torgefahr. Schön mit dem Kopf.
Da kommt er irgendwie mit dem Fuß noch an den Ball. Gut nach vorne geköpft. Ein Weltklasse-Pass. Und nach vorne geköpft, ja. Ja, jetzt könnte sich hier was entwickeln. Schön gemacht. Ja, das könnte eine gute Chance werden, aber jetzt müsste er auch flanken. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. Jetzt muss die Flanke kommen. Und so, ja, den holt sich der Keeper. Ja, so sieht ein klasse Pass aus. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und der Ball kommt an und das bei der Entfernung. Respekt. Gute Abwehraktion. Das war ganz souverän gemacht. Und der Lohn dafür. Den Ball zurück. Und jetzt muss der Trainer reagieren, bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Kommt der an? Unglaublich! Wir hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet. Fantastisch, wie er dieses wichtige Tor gemacht hat. Kein Wunder, dass er sich jetzt so freut. Ja, sowas nennt man Joker. Kurz nach seiner Einwechslung erzielt er das Tor. So, kein Sieger heute. Beide müssen mit einem Unentschieden zufrieden sein. So, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch bei Sebastian Hellmann für seine Kommentare, für seine Analysen. Und ich, Tom Bayer, bedanke mich auch bei Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.